Hallo zusammen, ich bin der Jean de Carvalho, ich habe eine Gesundheitspraxis für Katzen und Hunde mit der Spezialisierung auf Ernährung. Und heute schauen wir das Thema an, Hauterkrankungen, was kann man machen? Etwas vom Wichtigsten, was man wissen muss, wenn es um Hauterkrankungen geht, ist, dass das immer eine Art ist, wie der Körper mit gewissem Stress umgeht. Also wenn das Entgiftungssystem, wenn der Darm, wenn die Nieren, wenn die Leber, wenn die überfordert sind, dann ist das eigentlich ein Ventil, zum Beispiel ein Ekzem, ist immer ein Ventil. Das heisst, bei Hauterkrankungen, vor allem bei chronischen Hauterkrankungen, ist die Entgiftung von Nieren und Leber sowie ein Darmaufbau meistens unumgänglich. Es kommt ein bisschen darauf an, von wo kommt man. Meine Erfahrung ist, dass man als erstes mal das Futter anschauen muss. Das heisst, wenn ich jetzt vom Industriefutter komme mit meinem Tier, dann wird ein guter Therapeut immer zuerst einmal schauen, dass man das Industriefutter optimiert bzw. absetzt und zu einem artgerechten Futter wechselt. Ich habe euch noch ein Video gemacht, was bedeutet artgerechtes Futter für mich oder wie erkennt ihr, was artgerechtes Futter ist für euch. Was auch ein wichtiges Thema ist, wenn es um Entzündungen geht, ist immer die Anti-Inflammatory Diet. Auch über das gibt es bereits ein Video. Auch dort könnt ihr das Video schon schauen. Ich mache das auch noch in den Kommentaren. Jetzt, was könnt ihr aber machen generell? Oder was könnt ihr machen, wenn ihr das Futter schon umgestellt habt? Was könnt ihr machen, wenn ihr das Futter vielleicht aus gewissen Gründen nicht umstellen könnt oder wollt oder einfach einmal im Moment daheim eine Verbesserung wollt und dann im Weiteren das Futter zum Beispiel anschauen. Oder wie ist das? Kann man das auch machen ohne das Futter? Also das eine muss ich hier schon vorweg schmeißen. Ganz oft tut die klassische Tierheilkunde einfach nur eine Symptombekämpfung machen bei der Hautgeschichte. Weil meistens ist der Grund, eben wie schon genannt, ernährungsbedingt. Weil das Entgiftungssystem und der Darm suboptimal ernährt werden oder mit Nährstoffen und mit Lebensmitteln oder eben nicht Lebensmitteln konfrontiert werden, die nicht für sie gemacht sind. Also das heißt, sorry, es ist unumgänglich, wenn ihr wirklich eine Lösung von der Ursache wollt, müsst ihr das Futter umstellen. Und sehr oft ist der Fall, dass die Leute, die vom Industriefutter kommen, mit ihren Katzen und mit ihren Hunden den Vorteil haben, dass sie allein das Futter umstellen können, vielleicht noch kleine Darmaufbau machen, was sogar in dem Fall meistens mit Pro- und Präbiotika reicht. Über das habe ich auch schon ein Video gemacht, könnt ihr auch schauen. Und dann haben sie es meistens schon geschafft. Gerade wenn sie von Anfang an gemerkt haben, etwas ist mit der Haut nicht gut oder vielleicht mal einen Hotspot haben oder ein Ekzem, dann kann man das auch dort schön einfangen. Wenn es jetzt aber ein längerer Leidensweg ist, also das heißt, wir haben schon mit Antibiotika und Kortisongaben angefangen beim Tier, dann braucht es meistens mehr als nur die Futterumstellung. Weil eben, in der Regel hat man gemerkt, 2-3 Monate, wenn es hochkommt, ein halbes Jahr, hat man Ruhe durch Antibiotika und Kortisongaben. Und doch kommt das Problem immer wieder. Vielleicht hat man sogar schon das Anti-Allergiefutter vom Tierarzt bekommen und entweder es ist einem nicht ganz so wohl damit oder das Büsi frisst es nicht oder der Hund nimmt davon ab oder zu. Oder man liest einfach mal die Deklaration und merkt, ja gut, artgerecht sieht anders aus und kommt spätestens dann auch wieder zum Punkt, ja, ich muss das Futter anschauen. Vor allem, weil das Futter auch nur Problematiken verdeckt und es dann wieder von allein kommt. Also auch beim Industrie-Tierarztfutter extra für Antiallergen. Gut, also jetzt haben wir ein grosses Thema Futter, das ich schon angeschnitten habe, weil ich schon genug Videos dazu gemacht habe. Und deswegen jetzt euch noch ein paar Sachen mitgeben, was man sonst noch machen kann im akuten Moment. Und wenn es eben schon chronisch ist, das heißt, es ist schon mehr als 6 bis 8 Wochen, wo das Problem da ist oder das Problem ist immer wieder gekommen. Und zwar, nebst eben dem, was ich schon gesagt habe, kann man lokal Manuka-Honig brauchen. Das ist ein spezieller Honig, wo man in der Apotheke und Drogerien bekommt in Form von Salben oder sogar Sprays.
Und das könnt ihr wirklich auf die offene Stelle drauf tun. Das macht gerade Sinn bei säuferten Geschichten, gerade auch bei Katzen super, die einfach überall an ihrem Körper drankommen und sich das irgendwie wieder aufkratzen können. Weil wenn sich der Honig abschlecken, macht es nichts. Und in der Regel trocknet das schön, das ist so klebrig und es trocknet schön ein, dass sie dann nicht können Sekundärinfektion basteln durch das, weil sie immer dran gehen, rumnäckeln. Und es kann auch besser abheilen, weil sie nicht dran gehen und weil Honig ein natürliches Antibiotikum ist oder natürlich antibiotisch wirkt. Rechtsregulat ist etwas, was ich euch noch ans Herz lege, wo ihr könnt googeln, was das ist. Und das kann man wirklich innerlich geben. Das hilft eben gerade den Entgiftungsorganen und gleichzeitig hilft es auch im Gewebe, dass es schnell wieder sich aufbauen kann. Also das kann man wirklich auch punktuell anwenden, nicht nur innerlich. Und ist vor allem auch bei Allergiegeschichten oder sogar bei Pankreasgeschichten sehr spannend, gerade beim Büsi. Und natürlich das allbekannte kolloidale Silber. Lasse ich jetzt mal so stehen. Wer hier mehr wissen will, der kann bei mir auf der Website mal ein bisschen schneuken. Ich gebe auch Kurse über das. Dann haben wir noch Supplementierung mit speziellen Vitalstoffen, die vor allem auf die Haut wirken und die Heilung anregen und vor allem die Selbstheilung der Hautzellen. Und das ist Zink. Sowohl beim Büsi wie beim Hund kann man Zink sehr gut supplementieren, muss man bei beiden nicht groß Angst haben, das überzudosieren, da sie eine sehr hohe Toleranz haben. Also da kann man sehr viel reingeben, bevor das überhaupt etwas passiert. Allerdings muss man bedenken, dass es bei Mineralien es immer Wechselspieler gibt. Das heißt auch hier, wenn ihr das in Selbstanwendung macht, maximal 6 Wochen. Und wenn dann keine Besserung da ist, unbedingt, wie immer, leset Disclaimer, zu einer Fachperson gehen. Vitamin C, obwohl Katzen und Hunde Vitamin C selber herstellen, im Gegensatz zu uns. Trotzdem ist das Vitamin C dort hilfreich, wenn man das zuführt über Nahrungsmittel, die Vitamin C-haltig sind. So könnt ihr zum Beispiel auch mit Früchten arbeiten. Und dort geht auch frisches Früchtezeugs bei Katz und bei Hund, vor allem beim Hund. Oder wir arbeiten zum Beispiel mit Traubenkernextrakten. OPC ist hier genial. Da kriegt man auch hohe Vitamin C-Dosen in den Körper rein, beziehungsweise OPC hilft, dass das Vitamin C, das sie so oder so über die Nahrung aufnehmen, vermehrt nutzbar ist für den Körper. Calcium, natürlich eine grosse Thematik. Dort arbeite ich am liebsten mit Algen. Sucht euch ein gutes Algenpräparat, das entweder Lithothamnium drin hat oder verschiedenste Algenformen. Also es gibt verschiedene Algen, dann schaut ihr, dass das Präparat verschiedene hat. Wenn es Spirulina drin hat, müsst ihr einfach bedenken, dass Spirulina sehr entgiftend wirkt und dass es dann bei all diesen Sachen, die entgiftend wirken, natürlich zu einer Erstverschlimmerung kommen kann. Das heisst, von einer kleinen rauen Stelle kann es ein Ekzem geben oder von einem nicht eiternden Hotspot kann es sein, dass der noch offen ist und da was weiß ich für Zeugs rauskommt, weil eben der Körper dann auch die Ressourcen kriegt, um das rauszuschaffen. Also das ist in einem gewissen Maß auch normal. Und dort ist dann halt auch wieder die Frage, ist vielleicht gescheiter, mal zu einer Fachperson zu gehen, sich beraten lassen, damit man weiss, ist das noch in einem normalen Rahmen, braucht es dir da zusätzliche Unterstützung oder geht es dann einfach von allein und ist ein normaler Schritt in der Heilung. Und natürlich Kalium. Kalium ist wegen der Herzgesundheit wichtig, dass ihr es nicht separat supplementiert. Das darf auch wenn überhaupt nur der Tierarzt, beziehungsweise für Tiere gibt es eigentlich kein adäquates Kaliumpräparat, das man einfach so geben kann, weil es so wenig braucht, beziehungsweise wenn man zu viel Kalium gibt, kann das einfach deutlich enden, weil Kalium aufs Herz wirkt. Wie man Kalium aber gut dazugeben kann? Maronimehl, also Edelkastanienmehl oder selber Edelkastanien, also Maroni machen, das Zeug verdrucken, Katze und Hunde ins Futter reingeben, das ist sehr kaliumhaltig. Allgemein, Nüsse sind sehr kaliumhaltig. Gerade bei Hunden kann man super Nüsse dazugeben, das dürfen wir auch. Die einzigen Nüsse, die wirklich problematisch sind, sind Pekannüsse. Alles andere funktioniert, sofern ihr es natürlich bereits geschält
und gereinigt haben. Baumnüsse ist immer wieder das Thema. Ja, Baumnüsse können gefährlich sein, aber nicht die Baumnuss selber, sondern der Schimmel an der Baumnussschale. Das heisst, geschälte Baumnüsse. Und das gibt es jetzt in der Schweiz gibt's das in jedem Lidl. Also ich habe am liebsten die Lidl-Baumnüsse, weil die in so einem coolen Päckchen kommen, dass ich wirklich ein Päckchen für mich haben und ein Päckchen für die Hunde haben. In Reformhäusern gibt es geschälte Baumnüsse. In der Migros gibt es geschälte Baumnüsse. Im Coop, sogar im Denner gibt es extra so 100 Gramm Baumnüsse. Also eben meine Taschka liebt Baumnüsse, darum weiss ich eigentlich so ziemlich in jedem Laden, wo es Baumnüsse gibt und wie sie eingepackt sind. Weil das eigentlich so der Snack to go ist, wenn ich irgendwie für mich etwas schnell holen wenn du spontan gehst wandern. Und für die Hunde auch, dann nehme ich meistens Baumnüsse, weil das haben sie alle gerne und Taschka liebt Baumnüsse. Also, und die haben auch viel Kalium. Oder auch Erdnüsse. Ich dürfte sogar einmal gesalzene Erdnüsse geben, solange es nicht jeden Tag ist oder zu regelmäßig ist. Und wenn einmal einmal im Monat ein paar, also irgendwie so 2, 3 bis 10 maximal Erdnüsse geben auf einen mittelgroßen Hund, der gesalzen ist, dann macht das nichts, dann haben sie auch gerade ein bisschen Salz gehabt. Oder manchmal macht man ja auch selber Hundegutsis. Dort kann man sehr gut Nüsse drin verarbeiten. Auch Haselnüsse können da wirklich auch das Haselnusspulver, das man zum Weihen machen zum Beispiel braucht, können da wirklich auch brauchen. Hat auch immer viel Protein drin und Nussprotein ist jetzt auch für die Nieren meiner Erfahrung nach kein Problem. Also dort könnt ihr auch viel machen. Genau. Und dann, was auch ganz wichtig ist, ist eben Säurebasenhaushalt unterstützen. Das heisst, hier wieder trinken. Also wenn Trockenfutter vom Trockenfutter wegkommen, auf rohes Fleisch oder auf eine adäquate Fleischdose, das hilft dort schon. Und Säurebasen, da hat er mit den Algen, die ich vorher genannt habe, automatisch helfen die, dass der Säurebasenhaushalt sich angleicht. Also haben wir auch dort gerade so mehrere Punkte in einem. Also bei all diesen Sachen, die ich euch jetzt gesagt habe, die ihr noch dazugeben könnt, zum Unterstützen, sind Sachen, die jeweils jeweils auf verschiedenen Ebenen helfen und verschieden wirken zugunsten von der Thematik Hauterkrankungen, vor allem chronische Hauterkrankungen. Also zusammengefasst, erfahrungsgemäss, Hauterkrankungen haben immer mit der Ernährung zu tun, also schaut bitte unbedingt die Ernährung an. Jenste tierärztlichen Methoden mit Cortison und Antibiotika sind rein symptomatisch, das streitet auch niemand ab, das geht wirklich nur darum, dass einfach mal Ruhe reinkommt. Dort muss man sich einfach auch bedenken, was für Langzeitfolgen gerade Cortison hat, weil Hautgeschichten sind immer auch verbunden mit Stress. Also das kennen wir Menschen ja. Ich meine, wenn bekommst du Stresspickel, wenn du Stress hast, darum sagt man auch Stresspickel, oder auch Ausschläge etc. Das hat immer mit Stress zu tun. Und Cortison macht Stress im Körper vom Tier. So, das war's mal wieder. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen guten Morgen oder eine gute Nacht, wenn auch immer ihr das schaut. Danke für ein Like und Abo, wenn ihr möchtet. Tschüss zusammen.